C'è una bella sera d'unvierne con il schmine e la morch cargievla de melis dones omens ed e a fons comunabel. Na, io e bulla nova CD de Nadal dils furbats. Hey, chi scrive quels text? Bergià lena, ok, yeah, also in der sera von il schmine, senza in cuge in flamma, ai scoin telesguard senza Corinna Schmidt. Schon okay, aber es copiage. Yeah, bergià strias, per quel che ins fegeva il gisatavel centenè, per quel che ins aveva un buon Netflix. Per ieds devits naturalmente fiuga di una pluna lena, con la stria nel striun si sus, con la deco sin in torta de nozzes. Si c'è auto avevano di buon il gisatavel centenè per da fiug. O zwar, la buaccia se cantata forse, quella semplicemente vede le vias delle visnaucas di quei temps. Nils Les de Strom, che stava bergià con puspa in intera famiglia era morta vida in Malzogna, che maneggiava che la vigni d'un ausche spirz, ni sapete ostia. Il gisatavel centenè. Il domet dentro il centenès. Domet. Yes. Oh, pauper domet. Strusch 2 minutos all'emissione e schon in dis. In quale emissione la nus denton cincia so il bergià lena. Nus merein c'è che il bergià lena monta pil clima, per la sanadat ed è per nossas bursas. Buongiorno, anche vinse cu jual. In Finnland ist die Weltmeisterschaft im Bäume umarmen in Levi zu Ende gegangen. Und so sieht eine Weltmeisterin im Bäume umarmen aus. Die Finnin Anni Lankila hat die diesjährige Weltmeisterschaft gewonnen. Hier bei ihrer Kür. Die nächste Weltmeisterschaft im Bäume umarmen findet im nächsten Jahr auch wieder in Finnland statt. Hier sind ausgezeichnete Verhältnisse für die Weltmeisterschaft im Bäume umarmen. Hier stehen viele Bäume. Genus Christians Carezzoni, specialmente in Svizzera. Ils biars de nus van tenor in studi della Confederazione sil meins inegad il meins a spas, ni a fa sport, juaul. E quelles activitats juaul an tenor la strategia temps liber edual della Confederazione schizon in a valeta endanès. Dus tocum 4 miliardes francs ad on. E tutina bergeinus nos uals. Senta senza dubi quasi discur che ins torna la sera a casa e sto sperà che i vicini brigion son per spai scales de cartun per quel che è semplicemente mema marge de portare il cartun vei lucu che il cartun vei scales de cartun con on si quels plastics low che nen il quen ni il schede furnizione aber da quai fan sie je otzen die buppli ni Vous savez exact con chi de vous che chancel. Ha. E vous savez exact che è achnament de fa. Fürs Schminee oder den Schmineeofen braucht es gut getrocknete Scheiter aus naturbelassenem Holz. Jetzt aber alles der Reihe nach. Zuerst werden Luftklappen und Kaminschieber ganz geöffnet. Die Holzscheiter werden mit etwas Abstand eingelegt. Unten eher die dickeren und oben eher die dünneren Holzscheiter. Und jetzt kommt das Ungewohnte. Das Anfeuermodul wird oben auf dem Brennstoffstapel aufgebaut. Ein Streichholz genügt und das Feuer ist entfacht. Während dem Abbrand brennt das Holz allmählich von oben nach unten. Dieser Vorgang ist langsamer, kontrollierter und vor allem bedeutend rauchärmer als beim Anfeuern von unten. Wir danken Ihnen, dass Sie die neue Anfeuermethode anwenden und mithelfen, die Atemluft nicht unnötig zu belasten. So macht die wohlige Wärme Ihrer Holzfeuerung noch mehr Freude. Ah, combi. Quai due se ne fa ils vicins. In minche cas, il bergià lena per scaldar soncha tradizione tir nus e gestos para la lena de desser un pico stövla
auch più apprezzata. Die Situation ist extrem. Normal haben wir so 5 bis 10 Kunden pro Woche. Momentan haben wir 15 bis 20 pro Tag. Der Samuel Bischofsberger hat alle Hände voll zu tun. Seit der Bund angekündigt hat, dass die Strompreise steigen, decken sich immer mehr Leute mit Brennholz ein. Mittlerweile beobachtet er ähnliche Hamsterkaufszenen wie bei Teigwaren und WC-Papier am Anfang der Pandemie. Da haben wir ganz extreme Beispiele. Da haben wir von Leuten, die das Holz kaufen, bevor der Ofen kommt. 2 Halbzimmerwohnung, 1 Zimmer ist fast ganz voll mit Holz. 17 Steine in den Garten biegen. Ja, es gibt schon ganz extreme. Und sonst, ja, so der normal 1 Palette hat jetzt vielleicht 2 oder 3. Im Moment haben wir etwa 15 Franken pro Steer aufgeschlagen. Wir können jetzt sicher noch mehr machen, aber ich denke, wir wollen dann nachhaltig sein. Und ich denke, das ist ein riesen Rand im Moment. Vielleicht hört das auch wieder mal auf. De pli demanda per lena, più al prezzi per lena e quel che vale bien viene piuttosto ingulau, klar. E zwar bumotirnus. Fast wöchentlich wird Bezirksförster Lars Schütte-Felche momentan in den Wald gerufen. Waldbesitzer oder Holzkäufer melden Diebstähle von wertvollem Brennholz. Also mal mit dem Trecker und einem Frontlader ist sowas auch schnell aufgeladen. Ansonsten ist es natürlich einfach klein schneiden und so tun, als ob man es erworben hat. Das ist ja, wenn man so will, jetzt hier bei den Preisen aufgestapelte Goldbarren. Ne? Was ist das wert? Das Nadelholz jetzt nicht unbedingt so wie vielleicht die Buche und die Eiche, 1500 € vielleicht. Ne? Okay. Ein verlockendes Angebot für Holzdiebe. Der fährt hier rein, hält hier kurz an, 20 Minuten, Viertelstunde später hat er das Holz aufgeladen und ist wieder weg. Das ist, wie gesagt, uns jetzt tatsächlich schon 3 bis 4 Mal passiert in diesem Jahr. Wahnsinn, so ganze Stapel? Ganzer Stapel. Ils laders da lena van piesuals. Also, da je daci, când se chi vinci per so per fotografare vosse biale pluna da lena, è quello forse bo per tramettere in foto ad RTR per la concorrenza per la più biale pluna da lena, ma ben forse mo per saver con quei camion che de vigni per so da mezzanotte. Ma quello è toch super schon la lena, vale da pli audiovisuals patriciont. Ils wals sauden tiernus je per la grande parte alle svisnancas. Pia, a nus tots senza co. Ed ils de vosons era la facente con lena je piuttosto in facente de sperdita. Las visnancas aveva meins vart bu proprio in nua incula lena, che sto halt vigni prido odioal per Cirael. Also, ins vesje giudomet, la restia na specchia, la era toch zicai. Ficveglia non è la nuda, la resgia grande a domet. La prima leina alla resgia è giusto avant 3 ans e mezz. Problems alla resgia però schon nuda prüminan. Ma sa pa che lavur e l'ultim temp eramo massa pax ci han comprà la leina resgiada. Per quai han els chefs della resgia domandal centun grigiun per sustegn. Quel nu leva però dar o che blers raps co quai ce la resgia leva o che la resgia grande a domet sera ossa. Ed ils sciars 130 lavurains perden lur plazza de lavur. Meier noch il 2010 e de Wonne und Stallinger. Ils cos paisen si tot insem don, aber questa veve je tot insem mai alle scalches. Ed je klar. Domet. Yes. E grad onin domet, genau. Aber eben, Meier Mellenhof et Wonne Stallinger, ja, jetzt sogar schon tot im Blidau coi. Ma, ja son pure zu let. Kan problem pau de ignorar tot insieme. Al cantun, let's para è un po' proprio da realizzare che la Resgia Grande è un po' pli. Se meins, schins va, se la pagina di Uffizi, Duaul e Prigel di Ambient, lau vive la Resgia Grande on. Us actual se la pagina di Uffizi. Party like it's 2009, nia schei. Senza una Resgia Grande, nia proiecti savagnine per in construzione, pia senza una Resgia Grande, c'è pia fa quella lena. Ja, klar. Du hast auf eine Tonne d'energia, bargeil scheiß. Quai è so ambient, ne? Important è slanciata. Ja, bargeilena è da principi neutral, quel che potocca il CO2, quel che inslai l'area con bargia, wenn so sonst puspei proside las plantas che crescen suenter. Il punto è denton che jetzt va bo da dots in der man. Na, è trova pidic. Mema di schizon. Dentro 80 e 120 ans. E quei tonge bo per da domani alla midada del clima. O sai, o scianche che vos a casa si ba un pegno tra ceis. Bargialena due essere schlipp il clima. Ceis sair.
E ja, d'accordo, essas vos insomma crea semplicemente una visage sin via telefonini neodina che vos marais quella sciocca. D'accordo, essas vos crea una visage con il momento un po' biaccavel sotto intorno. Ok, ja, se fosse forse ja, lu bene, lu vesses forse un po' fidanza, ni rispetto, ni si mein tema. Ni so quai signor come me biaccavels raccontassi che vos, clar che vos cartesses, ne? Ed in Sonja Clau, che clar che sfida, ne? In typ che vive per sul de uaul, et eine jeste con si chique buns et si chique schliats. Clar che sfida de quels, ne? Allora, vengono sperras via a casa con un sac, ne? C'è un typ con blackface, nota bene, prendono il buop, voglio se lo portare schliet, mettono in un sac e pacchetescono quel via da deja. E la polizia di nuovo, naturalmente che sfida di una tale figura, ne? Va bene. Forse fosse meglio da fidare a persone del fatto. Ciuncien scientistas e scientisti hanno, avant quasi 2 anni, scritto una breve viarta all'Unione Europea, agli Stati Uniti, al Giappone e alla Corea del Sud. Lasciar crescer suenter plantas se paia col temp, però quai lasciar crescer suenter trova temp ch'il mon ha bec a disposizione. Per minche kilowatt-ura aggiunta il brejar laina il cominciament 2 fin 3 giadas tant carbon all'aria sco il brejar carburants fossils. Il sciaudament global monta de pli ons cun guauts che brigen, il livel della marca cresce e periodes de celur extrema. Ils dons ciagiunats uscia na vegnan bec medeggiats se nus prendin il carbon ort l'aria pir en decennis. 2 causas pia. Primo, il CO2 che nus sceni ose l'aria è decisivs. Un portabucco qual vens rocionta ni cianons push per presida plantas che crescen suenter e secondo scaldar con lena lai i de pli CO2 per ura kilowatt l'aria che ils carburants fossils iali e gas. In quella tabella che vesen un po' le relazioni entre ils carburants. Le cifras vengono direminenti dell'Umweltbundesamt della Terra Tudestia. Quai è quai che le ciuncens scientistas e scientists il reminento di da Harvard, Stanford, Oxford ed un istituto ed una università svizzera. Quai che quels ciuncien manegen scedien che bargia lena se gisliet per clima. Also, in sa crea quels ciuncien, ni che sa crea enten elcau. Ni che sa te lasin on toden sich auter. La mumma cugina bain. La Familie Kamenisch hat Reise von sind Buben, duas Bubes und die Frage war immer, welche Leute ist es eher Bub und Bubes oder Matatsch und Matatschas? Und das sind die wichtigen Fragen. Quai bunament Sözi che fa che in sin sur Silvana in in auterkil meteorolog Jörg Kachelmann. Quels dentro nus quella barba de Sonja Clau ni quel dre product per da calor che vels, quels bon forse unsere goda. Alle regions il più prim star dentro ils meteorologi in Svizzera ed ha giù il 2010 in scandale che era la fin finale proprio in con decisione da dertira e tutti quanti. Jörg Kachelmann pia s'engaggia da pibiasons incontra il Bargia Lena. Questo in svese che orientat con bia attività via Twitter, dentone con numerose interviste et articoli in gazettes ed auter pli. Aber halt, stopp, audiovisuoso Clement. Du cosa quel romansch? Quel cau Jörg Kachelmann en ons pigiuvens a camiscioles si sumla sur selva. Scocchi vegniu da quelles vain se dentro auto domandau l'intervista alla fin de quella emissione. In prima linea vain se denton cinciau con el so dil Bargia Lena ad ils effects che quai ha sila senadat. Ja, heila. Chi insomma venius con l'idea di quella hohe grafica. Also, spel CO2, la il Bargia Lena nominata mai un sicché autere l'aria. Oh, la pur la fine. Quella sei in brav killer. Tenori uffizi federal de Senadat,
Citau auch el Beobachter, dass sie in Schweizer 1.900 morts prematures pi pauc, Jon. Ed ins se veis viver in Schweizer per 2,7 miliardas francs pis a deuvel, schins tenesen las valetas maximales de la Purla Fina. Ma de quella fina mira essen se relativament lunch da ven. Südbündner Tal Misox kämpft mit der schlechten Luft. Besonders viel Feinstaub hat es das letzte Jahr in der Luft gehabt. Im November und Dezember ist der Grenzwert gerade an 33 Tagen überschritten gewesen. Die Nicoletta Neu, die Bartelos Grossrätin aus dem Misox, wohnt in San Vittore. Draussen ist es kühl, drinnen im Schmine brennt gemütlich ein Feuer. Die Politikerin erzählt, wie sie verschrocken sei, als sie auf der Internetseite vom Kanton gesehen hat, wie hoch die Feinstaub-Luftbelastung ist in ihrem Dorf. Und zwar am 29. Dezember habe ich plötzlich realisiert, dass es muss etwas ganz Schlimmes sein mit unserer Luft. Der Remo Fehr vom Amt für Natur und Umwelt. Der Grund ist zum grossen Teil in den schlecht funktionierenden Holzfeuerungen im Tal selber zu suchen. Etwa 70% vom Feinstaub komme von den Holzöfen und den Schmines. Das haben chemische Analysen gezeigt. San Vittore la Moesa facevi osco go il studio, apparentemente. Aber San Vittore, lo Devitor un alters problems. Ils spectators regulars de la shows regardano forse. San Vittore vevi dau problems che deriven de dina purla. Also la fin finale, denton forse bugat de la purla fina. Aber scoinsweise cau fan San Vittore in sicher contro il problem de la purla fina. Quei diagram muestra ils diesels quals che la limita l'ubida de purla fina è vegnida surpassada. Ne venda varga dus mains il 2012 quinza miserau de plica 50 micrograms purla fina per cubic l'aria. Also gius in 2 jamnes I on vergau. Il trend va più claramente en vos. Immerhin. Quei hagi denter auto da fa con qualche pegnas veias ston vegni remplazadas. Quacau hai in diagram che muestra con scaldaments de caldera de tocken 70 kW che vegni registrai del Canton Grigiun. Also scaldaments con caldera, quei scaldaments in tipi grons, de quels lu che tongen forse per una casa de tocken 4 famiglie. Bu registradas in las pegnas che scaldamo in a combres, quei da don tirta de tata ben savens. So da letzte Seil Canton Nord. Da quelles un pau, also de scaldaments un pau pi grons con caldera, sai uffizi de natura e de ambient, denton schon un pau. De quels tot en tot 2250 scaldaments registrai in 1931 non nadam vegni controllai. E da letz anza tierin tic de plica la mezza dat stu reclamar e termetter inscriver chi s'hagi de renovar ni installar novs scaldaments per tenir las prescripzions novas dell'aria. Insoi, well, os on vidlonder wieder quel Prozess. De quels kinsa scrit, also de quels ki daten sicher de reclamar, han schon 480 dau risposta che vegni renovau ni mes eni niev scaldament. Tiels scaldaments pi grons, pi so 70 kW, lau vesi on o meier ein dir Canton. Also in Weise ai schabedian sicher ils collaborators di uffizi per natura ed ambient del Grigiun quenta che tocca il 2028 si de pretor del Grigiun renovau ni installau novas pignas da len che tenen endless prescriptions. Tunnel doch proprio bein, ne? Ma las pignas las pi modernas fecen para 10 tocken cianga da pli pur la fine che pignas dat ieli ni de gas. Also lo fossiat mein meier de installar pignas dat ieli ni gas en steilas modernas da len. In minche cas, asi ures de fansitje bien pelasane dat. Also von tot bi ambient. Und auch am zweiten Tag der Oktobersession vom Bündner Grossrat ist es um einen Green Deal gegangen. Beim Green Deal geht es darum, dass der Kanton seine Treibhausgasemissionen deutlich senkt. Der Klimawandel ist eine grosse Bedrohung für den Kanton Graubünden. Vor ein bisschen mehr als 2 Jahren hat der Philipp Wilhelm den Aktionsplan Green Deal Graubünden in Auftrag gegeben. Die Regierung hat darauf aber ein umfassendes Massnahmenpaket ausgearbeitet. Wir können ganz konkrete Massnahmen jetzt auf den Weg bringen. Einerseits in einem ersten Schritt, aber auch Leitplanken geben für die nächsten Schritte, um das Ziel zu erreichen, Netto Null im Kanton Graubünden. Quai è torina gadi in num, ha?
Green Deal. Also, sogar viel kreativ, aber effektiv. Ne? Green Deal. Gut, tun da Vollgas in der Wampi. Also, na später, forse tutti ne Gas, aber egal, bien ambient in manche Gas. Die Beiträge basierend auf diesem Leitfaden werden im Rahmen des Aktionsplans Green Deal um 100% erhöht. Mera, grazie al Green Deal, dati doppel danès schins remplaza vescal de mens. Mera. Also, schins remplaza in pegna de dieli, ni de gas, con... Beitragsberechtigt sind Holzheizungen für bestehende Bauten. In pegna de len! Essa dos bot del tot du. Per venir pi verds, sostegna il Cantun Grigiun il remplaçat pegnas de dieli a gas pi veias con novas pegnas de len che cagiunan aber tutina de pli CO2 e de pli por la fina. Essa dos bot del tot du. Total du. Qualcau è il sviluppo del sostegno cantonal per remplaçar pegnas dieli in gas con pegnas de len del 2017 tocca nel 2025. Pia ha un avoni effect del Green Deal. Also, sosteniu è schon veniu avoni il Green Deal, semplicemente bugada schifero. Adossa, matinus on il 2022 vitir. Ai tenori uffizi di energia e traffic da che nos dau doble scibiares de mondes il 2022 con il 2020. E col Green Deal vigneva pagau doble scibia per mince nova pegna de len, cioè che risulta alla fin finale in sostegno da 4 ga quel del 2020. Also, il 2022 4 ga ton, sco il 2020. Ils Ciulons Vergai ha il cantone scia pagau ora subvenzioni da vaga 4 milions francs. E quei è un buttot. Caucin c'è nus nominada mai model spegnas da caldera sod 70 kW. In dritz pigrons vignan denton sosteni. Fa tot en tot 10 milions per. Per Berjalena. Essa dos bot del tot du. 10 milions ort la borsa del cantun extra per Berjalena. Gausse wesen sie grad trellas banknotes en pigna. Aber und zwar, jetzt fides magari on da pli fugaccia che la lena. Aber nus vai nel gajun lena, ed anziché stuoinus e loinus fa con quella. Berja è tenor la scienza, silmains os il moment, per via del CO2 e per via la por la fina, bu proprio una buona idea. Aber forse, se wessens fa anziché pi perdert con nostra lena. Ne? Da quacau, per esempio. Trova lena per costruzioni innovative. Per l'ina fanno un bien ton de pli de nes e per l'altra tengono il CO2 che le piante hanno preso biars decennis e len. E poi per ulteriori biars decennis. Win-win. Also, in sa fa de Savognin e construit si tjoi scoleiaut, ne kin sa fa de domet. Yes. Also, popin dis e queglia non bo perché quacau è la Expo Tegra a domet che fa o de lena che schmarche semplicemente ual energia. In sa fa pitup con la lena. Aber construir stabiliments scoils de Savognin jetzt fus tutti in pipardert. Quei dil reminen è l'Institut Federal de la Ricerca de Waalneuf e Contrada WSL. Wird das geerntete Holz verbaut oder zu Möbeln verarbeitet, bleibt der Kohlenstoff weiterhin gebunden und zugleich können energieintensive Materialien wie Stahl oder Beton ersetzt werden. Aus dem geernteten Holz sollten dann Produkte mit möglichst langer Lebensdauer entstehen. Der Kohlenstoff wäre in Gebäuden und Möbeln für lange Zeit gebunden, statt wie bei der Verbrennung oder der Vermoderung direkt wieder in die Atmosphäre zu gelangen. Savognin entsteht da domet. Si greva is idiot maniac. E schins a buca plaiels quadrins e quel che vegn halt fa si lo. Se wesen se auch altres idees che kins wes fa con la lena. Bitte Band ab.
So, das war's. Capitches oder len, also please strange shit also proprio mai. Quega vegn os ein ulterior exempel che corona sabo mo svea frost mo bein agost. Tino Andri construesce utensils encontre moments de solidaritat. Dildos, dice autor, pimpels de len. Ni kin sahal de fa de quai. Ok. Asta sempre un bovini mema caul tot insem. Shop peia quei len un fiu che de luas la salata. E minche cas desi alternative stil brajala lena, ni? Fazi che bio Londra. Forse sco schege de Nadal. Also po tot konkret quei den son. Aber mit gas. Oh, Dio! Os wenn so un'intervista col Kachelmann. Was sagst du, wenn es läuft? Ja, ein bisschen Sonne hast du noch. Schiebt das noch hin. Ja, es ist halt. Ich habe es gesagt, die Sonne geht rechts. Ich habe es gesagt, die Sonne geht rechts über. Ja. Weißt? Also das ist jetzt eine Prognose, die ist nicht so schwer. Die haben wir vorher auch schon gemacht, dass es so geht. Das wäre jetzt für viele Leute nicht trivial. Also nehmen wir jetzt mal ein paar jüngere Leute oder so und fragen die, in welcher Richtung geht jetzt zu. Ich wäre jetzt nicht sicher. Probier mal aus. Wenn du nicht da bist. Ist eine gute Geschichte. Ist eine gute Geschichte. Das ist gut. Weißt du, auch bei dem Zuschauerschnitt, den du hast, wie dumm sind unsere Jungen? Und dann tust du einfach die Sonne zeigen und dann denkst du, in welche Richtung geht die Sonne eigentlich? Ist eine schöne Geschichte. Und du wirst sehen, du bist am Schluss nicht weit von halbe. Zufallsergebnis eigentlich? Ja. Ja, es wird einfach gerätelt. Du hast ja 50% hast. Und das ist ja dort, wo du, wenn du eine groß genug Stichprobe machst, landest du dort. Ja. Die Normalverteilung. Machen wir mal. Das würde ich schauen. Und weißt du, auch der Titel «Wie dumm sind unsere Jungen», ich glaube schon, das zieht. IQ. Ja, natürlich zieht es. Sich über andere lustig machen, die nicht das Zielpublikum sind. Yeah! Eben. Ja. Und dann kannst du sagen, die Jungen sind so dumm, wie sie immer Ballerspiele spielen. Oh ja, genau. Fuck. Und Hasch rauchen. Gleichzeitig? Ja, alles zusammen. Also 4 Hände, Pizza? Ja, alles zusammen. Gut. Alles zusammen. Sind wir so weit? Ah, ist Ach, gut. du Scheiße. Okay, ja, dann lassen wir los. Jetzt bin ich schon ja in den Händen. Ja, nein, lassen wir los. Also, okay. Von den Themen. Zuerst einmal danke vielmals fürs Danekommen im vollen Terminkalender mit. Danke auch, ich freue mich ganz fest. Ja, klar. Wir sind da neben dem Munot in Schaffhausen. Ja. Wieso? Ich bin in Schaffhausen aufgewachsen. Meine Mutter ist da, wird da betreut in meinem Heim und ich bin häufiger da. Und für mich ist es jetzt gerade ganz praktisch gewesen, dass ihr freundlicherweise den weiten Weg stundenlang über all die Pässe hierher gekommen seid. Wir haben jeden Pass genommen, jeden auf dem Weg. Früher wäre es einfacher gewesen. 71, 81 Camicholas, die schöne Zeit. Ja. Mein grösster Erfolg, dass man im Laden mir sur Silvan geantwortet hat, wo ich meinen schönen Kurs gemacht habe. La mumma cugina bain. La famiglia Kamenisch hat Reise von sind Buben, duas Burbas. Und die Frage war immer, welche Leute ist es eher Bub und Bubas oder Matach und Matachas? Und das sind die wichtigen Fragen. Und immer auf die Uhr schauen, der Übergang zwischen Biendi und Buonasera im richtigen Moment. Ja gut, als Meteorolog weiss man natürlich wen. Das sollte man also am Schatten erkennen. Es war 12 der Übergang. Und eine schöne Zeit. Und ich wünschte mir, ich wäre länger dort geblieben und es wäre einfacher gewesen für euch, dann dort hinzukommen. Das wäre einfacher gewesen. Aber jetzt sind wir ja da, wir reden über etwas, was momentan gerade recht modern ist, Holz verbrennen. Ja. Nicht wahr? Und wir haben Duzis gemacht. Ja, das stimmt. Du Wetter ist schon seit vielen Jahren gegen das Holz verbrennen und so. Und jetzt zwischen uns, ich meine,
du bist von der Öl- und Gaslobby bezahlt, Mindestens. Ja, mindestens. eben, jetzt, du darfst es wirklich zugeben. Jetzt. Nein, bin ich nicht. Ich habe auch ganz lange nicht gedacht, dass das nochmal ein Thema wird. Ich bin ja schon uralt. Das heisst, ich habe noch erlebt, wo die Luft nicht so gut war, auch hier in der Stadt, in den 60er und 70er Jahren. Und dann ist ja langsam, aber sicher hat man ja Holz und Kohle zurückgedrängt. Das ist ja etwas gewesen, wo heute auch noch Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer in der ganzen Welt probieren, den Leuten zu sagen, heizt nicht mit Holz, weil das ist höchst ungesund. Das macht eure Kinder krank, das macht auch letztendlich dumm, weil das vor allem auf die Lunge geht und auch aufs Hirn geht. Und ganz lange habe ich jetzt gar nicht für möglich gehalten, dass so eine Steinzeitmethode, dass das jetzt wieder kommt, das ist eine große Überraschung für mich und hat natürlich fatale Konsequenzen. Man sieht überall bei allen Lufthygienesstationen in der Schweiz, wie der Feinstaub wieder mehr wird. Also es ist wieder da, es ist Mode, aber es ist auch so Mode, dass es ja modernere Holzöfen gibt. Also man sagt, es gibt gute, moderne Holzöfen mit Filter und so weiter. Ja. Das heisst überall. Das ist völliger Hafenkäse, weil es ist immer einfach Wald verbrennen. Das ist ja auch das Verrückte, dass die Lobby geschafft hat. Es wird immens viel Geld verdient mit dem Waldverbrennen. Oder sind die Leute mit dem Ofen, dann sind es auch natürlich reiche Leute, die Waldbesitzer sind. Dann schauen natürlich auch Gemeinden schauen, dass sie eben irgendwie etwas mit dem Wald machen können. Es verdienen an dem Waldverbrennen viele Leute. Und dass es dieser Lobby gelungen ist, dass alle leicht brüllen, wenn man am Amazonaswald verbrennt, dass das ganz traurig ist, aber gleichzeitig, wenn man bei uns Wald verbrennt, dass das soll ökologisch, nachhaltig, CO2-neutral, fürs Klima gut sein oder so, das ist eine grosse Leistung und vor der habe ich auch ein bisschen Respekt. Ja, dann reden wir über die Leistung. Also CO2-neutral ist Holz on the long run, also so über hunderte Jahre ist es ja eigentlich CO2-neutral. Nein, es ist nie CO2-neutral, weil es ist doppelt nicht CO2-neutral. Man kann auch die Statistiken ganz einfach beim BAFU nachlesen. Vor allem, ob Öl, ob Gas oder Kohle, ist Holz verbrennen, ob Pellets oder Holz, am klimaschädlichsten. Bei weitem drum tut man eigentlich auf der ganzen Welt, also überall dort, außer den deutschsprachigen Schwurbeli-Ländern, dort man schauen, dass man nicht mehr Holz verbrennt. Weil man muss ja sagen, es ist 2022, man müsste nicht mehr Sachen verbrennen. Es gibt Solar, es gibt Wärmepumpe, es gibt Geothermie. Also es gibt viele Möglichkeiten, vor allem in einem Land, wo viele Leute relativ viel Stutz haben, wie in der Schweiz. Es ist darum so eine große Katastrophe, weil ja Waldverbrennen nicht nur bedeutet, dass man eben maximal CO2 produziert, sondern dass die Bäume, die vorher CO2 eben aufgenommen haben, das nicht mehr machen können. Also es ist eine doppelte Katastrophe. Und was aber die Bäume wachsen ja nach. Das ist ja die Idee, oder? Was wir in 2 Tagen rauslassen, ist in 80 Jahren vielleicht wieder da. Weil das ist ja eben die grosse Lüge auch von dieser Lobby, dass man nur so Abfallholz, was sowieso rumliegt, würde nehmen. Aber es wären in Osteuropa, Südosteuropa ganze Wälder kahlgeschlagen für die Sucht nach Holz und Pellets. Und das ist im Moment für unser Klima eine der grössten Katastrophen, dass wir in diesen reichen Ländern plötzlich auf die vollkommen wohlstandsverwahrloste und birrenweiche Idee gekommen sind, dass wir jetzt sofort wieder Holz verbrennen. Und was ich immer oder es wird halt so viel gelogen auch. Das ist immer, oder die Leute sagen, ja, beim Holz sei es so, dass es nur das CO2 rauskomme, was es auch vorher gespeichert hat. Aber das ist keine Besonderheit von Holz. Das ist bei Öl, Gas und Kohle genauso. Es wird das, was vorher gespeichert worden ist, kommt wieder raus. Wir müssen auch von den Fossilen wegkommen. Das ist alles nicht Zukunft. Aber Fossile durch etwas zu ersetzen, das noch schlechter ist für das Klima und für die Hai, weder die Fossilen, das ist eine ziemlich birrenweiche Idee. Reden wir noch ein bisschen vom Feinstaub. Der Meteorologe sagt, ja, der Wind bläst. Ab und zu nicht so fest, aber meistens bläst der Wind. Das tut doch den Feinstaub wie der Sahara-Staub einfach verblasen, oder? Weil er ist doch weg. Nicht unser Problem. Es gibt einen guten Grund, warum man in der Schweiz praktisch nie in Wintersportorten Feinstaub messen. Oder wenn man schaut, die Verteilung über Lufthygienemessstationen, sind das meistens so Orte, wo es nicht wehtut, wenn man dort sieht, was dort alles für Luft ist. Oder? Das sind die
Dörfli, zum Teil Südbünden, wo nicht die grossen Touristenmagnete sind. Und man misst dort, wo die Luft relativ gut ist. Man misst zum Beispiel in Chur an der Autobahn. Man nimmt Gewerbegebiete, auch das ist allgemein in der Schweiz so. Man misst nicht dort, wo die Luft heute am dreckigsten ist. Früher war die Luft am dreckigsten, wo Verkehr ist, wo Industrie ist. Heute ist die Luft am dreckigsten, wo Leute wohnen und schlafen. Das ist auch die grosse Problematik. Früher, wenn man die Feinstaubstatistiken anschaut, ist die höchste Feinstaubkonzentration, und Holzverbrennen macht nicht nur Feinstaub, sondern auch Stickstoffdioxid, ist die grösste Feinstaubkonzentration am Morgen früh, am Abend gewesen, Rush Hour, Montag bis Freitag. Heute ist die höchste Konzentration an Dreck so schöne Schminezeit. Am Freitag und am Samstagabend am 10 Uhr. Und das ist das Problem. Heute ist die Luft am Abend und in der Nacht am dreckigsten, wenn die Leute ortsfest wohnen, schlafen. Das ist eben auch eine Dosisproblematik. Wenn die Leute wenn es am Morgen und am Abend schnell dreckig ist, die Kinder stehen nicht stundenlang am Fußgängerstreifen am Morgen und am Abend zu der Rush Hour. Aber sie schlafen womöglich am offenen Fenster. Und das ist für viele Leute heute schon so, dass es nicht mehr wie mal etwa 20 Jahre kein Problem war. Wenn mache ich das Fenster auf, zur Nacht kann ich das Fenster aufmachen. Und die Leute haben sich einfach daran gewöhnt, dass es einfach, sie müssen irgendwie immer nach diesen Wahnsinnigen nebendran richten, die jetzt einen neuen Holz- oder Pelletofen hat. Die Leute, die Schmines daheim haben. Ja. Was sagst du denn denen? Ich meine, die haben eine Schmine dort und Ja. das ist doch etwas Heimeliges. Ich auch. Und immer wenn man es gut wieder richtig anzündet von oben, Nein, dann macht es ja praktisch das nur sind- Wasser da. Also das sagt zumindest... Das sind vollkommen birrenweiche, ja, aber das sind alles die Ablenkungssachen, oder? Das ist eben, dass man all so Sachen glaubt, wie von oben anzünden, von unten anzünden und so. Das spielt keinen Ruggel. Auch der Filter, das ist reine Augenwischerei. Das ist Aber der Filter filtert und wenn man oben anzündet, dann verbrennt es ein relativ... Also das ist Theorie. Ja, aber wenn man Filme schaut vom BAF oder wer die macht, nicht, dann sieht es ja so aus. Aber das ist vollkommen, wieso stimmt das nicht? Das, was man durch das gewöhnt, oder? Wenn man etwas hat, was wie beim Feinstaub, beim Holzofen 10'000 Mal dreckiger ist, weder ein 50 Jahre alter Gasofen. Das hat auch die Zigarettenindustrie übrigens gesagt. Also wenn wir dort ein Filter anmachen, dann ist es mehr oder weniger dann ist es gesund, Zigaretten rauchen. Das ist der gleiche Trick, den die rauchen. Auch nach Filter und nach oben anzünden, ist es immer noch 10'000-fach dreckiger, weder jeder alte, geschissene, Entschuldigung, Gasofen, Ölofen und so weiter. Also es macht bei dem Ausmaß, bei dem Lichtjahr dreckiger, ist das ein Detail. Der Trick, den die Leute machen, dass sie dann immer das vergleichen mit dem extrem dreckigen Zustand vorher und sagen, es sei aber 10% weniger auf diese Art. Dass aber die 10% weniger immer noch 10'000% mehr sind wie alles andere, das wird eben nicht gesagt. Und es wird eben wirklich, ich glaube, es gibt kaum etwas, wo so sehr gelogen wird, weder mit all dem, was mit Holz und Pelletöfen und so zu tun hat, wie so viel Stutz damit verdient wird. Also in Graubünden haben wir im Moment das Programm, das läuft, das heißt Green Deal. Da werden alte Heizungen, Öl, Gas, wenn die mit einer modernen Holzofenheizung ersetzt werden, also so ein Kessel, eine Zentralheizung, dann gibt es im Moment doppelt so viel Unterstützung, also Subvention, wenn man so will, vom Kanton. Ja. Was sagst du zu dem? Ja, die Leute müssen alle zurücktreten, oder? Weil das Ergebnis davon ist, dass die Leute... Also das haben wir gehört, gell? Il prognosticist, wie sagt man das? Weiß auch nicht. Jörg Kachelmann fa prognosis, pretende che l'intera regenza di Antircus è gran detingiulo platzes. Allerdings, weil oder, die Leute machen, die Politiker oder Politikerinnen, die das gemacht haben, die sorgen dafür, dass die Leute daheim in einem kranken Umfeld wohnen, dass die Leute daheim krank werden durch das. Wenn die anfangen, mal Feinstaubkonzentrationen daheim messen, dass die Leute in einer kränkeren Umwelt wohnen durch die Feinstaubkonzentrationen. Dort, wo man, ich meine, das kann man messen. Und vor allem sorgen die Leute dafür,
dass das Klima viel mehr geschädigt wird. Weil es schlägt keine Geissen weg und es gibt wunderbare Barfoot-Tabellen und darum wird in der weiten grossen Welt wird Holz- und Pelletofen immer mehr verboten. Ausser nur bei uns werden es im gefördert. lustigen Schwurbeli-Land, wo man einfach was könnte. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, du hast am Anfang gesagt, wie viel komme ich von den Fossilen, Ja. von den Fossilen Ja, langsam über. frage ich mich wirklich nochmal. Ich komme nichts über. Weil, aber die Frage ist ja, was kommen die Leute über, um so sehr zu lügen, also um so sehr das Gegenteil von dem zu machen, was sie eigentlich vortäuschen zu machen. Weil das ist ja, glaube ich, doch eine sehr, sehr große Kunst, alles schlecht zu machen und das dann noch als Green Deal zu verkaufen, das ist doch die höhere Kunst. Ich würde noch gerne über 7081 Gamicholes. 71, Jesus ja, Gott! Das hat mich Jetzt immer, werde ich exkommuniziert. Das hat mich immer gewundert, 71, weil das ist die Zeit, ich habe noch so Sätze gelernt auch von den Nachbarn. Zedrun wirst braun, dies und dies wirst weiss. Also heute ist das ja irgendwie alles ein Gebiet, aber das habe ich seinerzeit zur Kenntnis genommen. Ja, es gibt immer noch die Rivalität. Also, das ist schon, und ich habe mich immer gewundert, weil Zedrun hat 7188 gehabt und Gamicholas, was ja gerade nebendran ist, bei der Via dalla Station gewohnt, ist 7181. Das sind so Sachen, die mich ein Leben lang beschäftigt haben. Warum hat es die Differenz von 7 Zahlen bei der Postleitzahl, obwohl es aneinander gebaut ist? Vielleicht hat man gemeint, da kommt noch eine riesige Besiedlung dazwischen, die mindestens 7 Zahlen. Ich habe keine Ahnung. Und aber übrigens wie bist du denn dort gekommen? Was hat dich nach Gamicholes geführt? Ich habe dort seinerzeit beim Sonntagsblick gearbeitet. Es hat dort ein Inserat gegeben für ein halbes Haus an der Via dalla Station. Miete 700 Franken und so. Und ich habe gedacht, ich muss immer mal noch mein Studium auf Diplomprüfung lehren. Und ich hatte so einen 1,5 Meter hohen Stapel und habe gedacht, und habe mit meinem Kollegen... Welche Jahre sind das gewesen? Oder das, so das muss irgendwie so 85 umeinander sein. Okay. Also, so Fokuhila. Ja, das ist gut. Also, eure Zuschauerinnen und Zuschauer erinnern sich noch. Und der Durchschnitt, ja. Ja, alle anderen nicht mehr. Und dann habe ich mit meinem Vis-à-vis, ist leider schon gestorben, ein wunderbarer Journalist, der Wallo, habe ich gesagt, das mieten wir zusammen und er geht dann irgendetwas machen und ich tue dort jetzt auf die Diplomprüfung noch lehren, weil ich bin mit das ganze Studium fertig hatte. Man kann in der Schweiz nicht Diplom-Meteorolog werden, aber nur Diplom-Geograf, das habe ich nicht so lustig gefunden. Ich habe alles gewusst, was ich wissen wollte, aber das hätte ich noch lernen müssen. Und dann hatte ich dort oben den Stapel und habe ich bin dort 1,5 Jahre dort immer wieder gewesen, hatte eine gute Zeit gehabt. Ich musste dort nur das Le Matin-Wetter machen. Ja. Bei den Ovras Rhein Anterior die haben einen Telex gehabt. Ah. Und in dem Telex habe ich den Wetterbericht dank für Grazie Fitch, habe ich dort dürfen das eintippen und habe dann mit einem Fax das auch die Wettersymbole ganz modern durchgeschickt. Und bin dann am Freitagabend dann noch auf Zürich und habe dann noch Radio 24 Wetter gemacht, am Samstag den Sonntagsblick und habe nur 1,5 Tage gearbeitet, 7'000 Franken im Monat dafür. Ja, goldene Zeiten und habe aber weiterhin nicht gelernt. Ich bin immer, habe ausgeschlafen, dann ist die Post gekommen, um 11:30 Uhr, das letzte Bähnchen auf die Gungieri aufgenommen. Ja. Habe dort irgendwie größere Mengen von Bündner Platten, eine Flasche Weisswein, bin mit dem letzten Bähnchen wieder runtergefahren. und das ist so selber so. Ja. Und habe am Abend wieder mit den Nachbarn eine weitere Flasche auf beiden Seiten und hatte eine wunderbare Zeit gehabt. Habe mit der Zeit herausgefunden, dass alle Wetterkarten, alles was man braucht, in der Luft ist, Kurzwellen und Langwellen. Mhm. Die Nachbarn erinnern sich noch an die grossen Antennen, die es dann gegeben hat seinerzeit dort in der Via dalla Station. Und habe gesehen, ich muss gar nicht mehr auf Zürich fahren. Ich kann das alles selber mit dem Telex von der Ovras und ich habe das alles von.
Und das ist Wetterzentrale Camicholas? Die Zeit von Camicholas war die Grundlage, dass ich dann im 1990 gewusst habe, ich kann eine Wetterfirma gründen, ich brauche keinen nationalen Wetterdienst oder irgendetwas, ich kann das selber. Und das heisst, Camicholas ist der Anfang von allem Elend. Ja, so genau. ist es halt. Ja, genau. Ah, also, in dieser 1,5 Jahren, weil ich habe dann immer zur Nacht bin ich halt wach, oder ich habe dann immer bis um 11 Uhr geschlafen oder so. Das heisst, und irgendwann muss man ja wach sein, oder? Irgendwann muss man ja wach sein. Zur Nacht bin ich wach und nüchtern und habe dann, habe dann die ganze, hat sich das dann alles entwickelt und man muss eben, glaube ich, so eine spezielle Zeit haben, einen speziellen Ort, wo still ist, keine Ablenkung gibt und was weiß ich was, um einfach, ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, es geht alles und für mich war es eine wunderbare Zeit gewesen, und ich bin sehr dankbar und auch der rätoromanisch Kurs, der Sourcil-Van-Kurs, den ich dort beleidigt habe, ich hatte eine Zeit, wo ich hast du den denn gemacht? Wo? Flüssig. Das hat so ein weißes Buch, das weiße Buch mit blauer Schrift und so, hat es im Ort. Es ist, also zum Selbststudium? Nein, er hat einen Kurs gegeben für die. Bei wem bist du die Lehrerin, Lehrer? Weißt du das? Es war ein Mann. Ich glaube, der das Buch ist nicht irgendein Candinas oder irgendetwas gewesen. Ja, das ist ein romanisch können. Ich meine, ihr kennt alle untereinander. Schon, das erfahren wir schon, das werden wir dann einblenden. Genau, 1985 Sourcil-Van-Kurs Zedron. Und und wie gesagt, mein grösster Erfolg war, dass der Dialog im Dorfladen oder so, das ist ja immer so, wenn man dann probiert und so und dort toll reden und so da Italienisch, Französisch oder irgendwie und die Leute hören dann den Akzent oder merken den Fehler und dann auf Schweizerdeutsch zurückreden. Und dann das erste Mal, als ich dann Sourcil-Van Retour bekommen habe, einer von vielen Erfolgen zu Camicholas. Ach komm. Ja. Ich glaube, wir sind auch jetzt da. Genau. Danke vielmals. Ja, und adieu. So, weg. Wer ist schneller weg? Sind Sie sehr, sind drei. Das ist doch perfekt, eben, oder? Eben. Ja. Hey, look, es ist so wenig. Tiens, vous pas me à la fin. Est-ce que du du? Je vous ai se demandé de nous que poi du que vegn l'umerai mortori a tron in crimidiner televisiv de RTR. La dation bien dus. So. Adossa c'è resta. In tec service public. Per tots vos liebes perlis in terra romancha que vais marsch picaus il temps de schmine et vais os mraucala show et ciao. Kijk merda, os is un schlier da fiugel schmine. Per tots vos wenn ze pinau in schmine virtual. Per schei scolupsil, tablet ne schei. E ich vos videos wie dir. Jetzt wie un jak se wie. Also schü tots zusammen.